SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom Sonntag, dem 2. August. Wir schauen uns die EU-Reaktion auf den Ansturm auf die Exklave Ceuta genauer an. Der Migrationsexperte Gerald Knaus wird in seiner Bewertung deutlich. Was wir jetzt machen, Regierungen in ganz Europa, ist Theaterpolitik, die die Leute nicht überzeugt und die kombiniert mit der Angst, die entsteht, Menschen erschreckt. Das Gespräch mit ihm gleich als erstes. Außerdem, wie Hitze und Trockenheit die Haltbarkeit des Schweizer Wintergemüses beeinflussen, wie Berichterstattung möglich ist unter dem wachsamen Auge des iranischen Regimes und wie die Satelliten von Starlink den Internetmarkt in vielen Ländern Afrikas komplett verändern. In der EU gärt die Diskussion über die Ereignisse von Ceuta weiter. Zehntausende hatten Ende Woche innerhalb weniger Tage die spanische Exklave in Nordafrika von Marokko aus erreicht. Die meisten von ihnen sind wieder zurückgekehrt. Das spanische Innenministerium meldet heute, derzeit seien noch mehrere hundert in der Stadt. Doch in der EU stellen sich grundsätzliche Fragen zum Umgang mit Migration. Vergleiche werden laut mit der Flüchtlingskrise von 2015. Am Dienstag gibt es deswegen ein Sondertreffen der EU-Innenministerinnen und Innenminister. Der Sozialwissenschaftler Gerald Knaus beschäftigt sich seit langem intensiv mit Migration und berät Regierungen und Institutionen in Europa zu diesem Thema. Ich habe mit ihm über die Hintergründe dieser Entwicklung gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, in welchem Kontext die 50.000, manche Quellen sprechen sogar von 60.000, die Ceuta erreicht haben, zu sehen sind. Also ich glaube, dass wir zwei Dinge, die fundamental sind für ein Verständnis von dem, was hier passiert, ganz nach vorne stellen müssen. Das erste ist so eine große Zahl, die in einem Tag über eine EU-Außengrenze in die EU kommt. So etwas gab es in den letzten 20 Jahren nicht. In der Flüchtlingskrise 2015 war die Durchschnittszahl 10.000 am Tag bei den griechischen Inseln. Also das ist eine außergewöhnlich hohe Zahl und noch dazu in einer kleinen Stadt von 85.000 Einwohnern. Also das war aus diesem Grund dramatisch für die Menschen und die Bilder waren dementsprechend dramatisch. Aber das Zweite, und das ist genauso wichtig, die irreguläre Migration aus ganz Afrika und dem Nahen Osten in die Europäische Union in diesem Jahr, in den ersten 6 Monaten dieses Jahres, war insgesamt so groß wie die Migration an diesem einen Tag. Also eigentlich haben wir derzeit eine unglaublich niedrige irreguläre Migration in die EU. Und da die dramatischen Bilder, die Statistiken immer schlagen in der öffentlichen Aufmerksamkeit, glaubt dann der Großteil der Öffentlichkeit, der beängstigende, angstmachende Bilder sieht, die ja eine Realität darstellen, das ist auch die Wirklichkeit an den anderen Tagen, wo man nicht hinschaut. Und das ist eben falsch. Wenn es da um die Ereignisse der letzten Tage geht, dann zeigen nun viele EU-Staaten mit dem Finger auf Spanien, das mit seinem laschen Umgang mit irregulärer Migration diesen Ansturm befeuert habe. Ist da etwas dran? Da ist nicht nur nichts dran. Die Tatsache, dass wir auf dieser Ebene diskutieren, sollte uns zutiefst beängstigen, denn es ist eine faktenfreie Debatte. Warum? Die Ursachen, die da genannt werden, sind angeblich ein Gerichtsurteil in Spanien, das angeblich sagt, dass die Spanier Menschen, die über das Meer kommen, nicht zurückweisen dürfen. Das sagt es natürlich so nicht. Und ohnehin gilt in Spanien EU-Recht. Also was die Spanier an ihren Grenzen machen mit Leuten, das ist in der EU gleich geregelt für Italien, Spanien und Griechenland. Aber der Vorwurf, dass es eigentlich ja um eine lasche Haltung geht von Seiten der spanischen Regierung, erklärt natürlich nicht, warum die Spanier weniger irreguläre Migration hatten in der ersten Hälfte dieses Jahres, im letzten Jahr, als Italien unter Giorgia Meloni. Also die irreguläre Migration nach Spanien ist dramatisch gefallen. Und sie war niedrig bis vor einer Woche. Also es gab hier keine Politik, die weggeschaut hat, die nicht versucht hat, die Zahlen zu reduzieren. Wenn nun also der Ansturm auf Ceuta gar nicht mit Spaniens Migrationspolitik zusammenhängt, was sonst steckt denn Ihrer Meinung nach hinter den Ereignissen? Also gerade weil es so viele Verschwörungstheorien, Halbwissen, Mythen gibt, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich hoffe, die europäischen Regierungen können sich diese Woche bei ihren vielen Gipfeln darauf einigen, zu beschließen, das genau zu untersuchen. Welche Fehlinformationen haben hier Menschen dazu gebracht, Marokkaner dazu gebracht, zu Zehntausenden in kurzer Zeit ihr Leben zu riskieren?
Wer hat hier wen missinformiert in den sozialen Medien? Aber auch, warum hat die marokkanische Polizei, das ist ein Staat mit einer ziemlich starken Polizei, nicht reagiert? Die New York Times berichtet, dass Menschen aus Subsahara-Afrika zurückgehalten wurden von der marokkanischen Polizei, aber Marokkaner nicht. Diese Dinge, wir müssen sie untersuchen, damit nicht Mythen entstehen und falsche Anschuldigungen, um zu verstehen, was hier passiert. Aber eines ist ziemlich klar: Damit so etwas passiert, muss ein Staat wie Marokko bewusst wegsehen, wenn nicht sogar es unterstützen. Und dass das keine Verschwörungstheorie ist, wissen wir, weil das ist 2021 passiert. Damals sind auch 8.000 bis 10.000 Menschen nach Ceuta. Und damals war es offensichtlich, es war ein Versuch der marokkanischen Regierung, Spanien wegen der Außenpolitik, der Frage der Westsahara unter Druck zu setzen. Wie ist denn die Reaktion der EU vor diesem Hintergrund zu lesen, dass es also sofort zu gegenseitigen Schuldzuweisungen kommt zwischen den EU-Staaten? Ist das kontraproduktiv in einem solchen Moment? Die Botschaft hätte sein müssen, alle Europäer vom ersten Tag an Marokko: Was macht ihr hier? Wie stoppt ihr das? Denn wenn das in Lampedusa passiert oder in Griechenland, wenn da auf einmal eine größere Zahl von Menschen, Zivilisten, Unbewaffnete kommen, wir hätten die gleiche Herausforderung. Die Europäische Union hätte hier geschlossen agieren müssen. Was wir jetzt machen, Regierungen in ganz Europa, ist Theaterpolitik, die die Leute nicht überzeugt und die kombiniert mit der Angst, die entsteht, Menschen erschreckt. Weil hier die Staaten nicht nur machtlos wirken, keine Erklärungen haben, kein Rezept haben, sondern auch mit Scheinlösungen versuchen, Menschen zu beruhigen. Und das ist eine insgesamt extrem schlechte Politik. Sie sprechen von dieser Machtlosigkeit, dass die EU, dass die Staaten eigentlich gar nichts machen können, wenn eine solche Migrationswelle auf sie zukommt. Also ist man diesen Entwicklungen eigentlich hilflos ausgeliefert seitens der EU? Jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt. Das ist man natürlich nicht. Und jetzt komme ich zum größten Versäumnis, dass das Offensichtliche, was man hätte tun müssen. Im EU-Recht wurde diesen Sommer ein rechtliches Instrument geschaffen, mit dem es erstmals möglich ist, an allen Grenzen der EU das zu machen, was man bislang nur einmal machen durfte mit der Türkei 2016. Nämlich ein Abkommen, dass man sagt, ab einem Stichtag schickt man die dann kommen, zurück. Also ein sicheres Drittstaatsabkommen. Das war rechtlich in den letzten 10 Jahren mit sicheren Drittstaaten, die nicht an der Grenze der EU lagen, nicht möglich. Und jetzt ist es möglich. Man müsste sagen, Beispiel Ceuta: Wenn irgendjemand auf das eigene Leben riskierende Art über das Meer oder über den Zaun nach Ceuta kommt, dann gilt natürlich in der EU, gelten Menschenrechte, gilt auch das Recht auf Asyl, aber das Verfahren findet in einem sicheren Drittstaat statt. Jeder, der kommt, wird dorthin gebracht. Es ist kein Weg in die EU mehr, über den Zaun zu klettern. Der Sozialwissenschaftler Gerald Knaus. Fragen rund um Migration und Flucht gehören zu seinem Spezialgebiet. Zur Nachrichtenübersicht jetzt mit Manuela Burgermeister. Die Schweizer Bevölkerung hat sich am 1. August mehrheitlich an das Feuerwerksverbot gehalten. Bei der Kantonspolizei Bern sind rund 30 Meldungen eingegangen, heißt es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone SDA. Bei der Hälfte sei es um unerlaubt gezündetes Feuerwerk gegangen. Die übrigen Anrufe betrafen offene Feuer oder den Einsatz von Holzkohlegrills. Auch Schutz und Rettung spricht von einem ruhigen Abend in Zürich. Dort nahmen die Einsatzzentrale 40 Anrufe entgegen, weil jemand Feuerwerk abgefeuert haben soll. Ausrücken musste die Feuerwehr zu 4 kleineren Bränden, so sei etwa eine Hecke in Brand geraten. Mehrere Dutzende Anrufe gab es im Kanton Aargau, dabei sei es aber auch zu Missverständnissen gekommen. So gab es Meldungen wegen stark rauchender Gasgrills, die trotz Feuerverbot erlaubt sind. Der Bundesrat will ab nächstem Jahr die zusätzlichen Gelder streichen, mit denen der Schweizer Wald für den Klimawandel fit gemacht werden sollte. Das Bundesamt für Umwelt hat Recherchen der NZZ am Sonntag bestätigt. Zuletzt waren 18 Millionen Franken im Jahr vorgesehen, um unter anderem Bäume zu pflanzen, die mit der Hitze besser klarkommen. Bundesrat Albert Rösti habe dieses Geld nun aus der Finanzplanung der kommenden Jahre gestrichen. Die Kantone kritisieren dies. Die Hitze werde im Schweizer Wald große Schäden und Kosten verursachen.
In Ungarn ruft Regierungschef Péter Moczor die Bevölkerung und Unternehmen zum Stromsparen auf. Weil die Donau zu wenig Wasser hat, wird das einzige Atomkraftwerk des Landes heruntergefahren. Das AKW wird normalerweise mit Donauwasser gekühlt. Moczor warnte, es könne bereits ab morgen Montag zu Stromengpässen kommen und sprach von einer Krisensituation, die wegen der Hitze noch länger andauern könnte. Das AKW, rund 100 Kilometer südlich von Budapest, liefert rund 1/3 des Strombedarfs in Ungarn. Israel hat erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Mindestens 14 Menschen seien dabei getötet worden, heißt es von palästinensischer Seite. Die israelische Armee sagt, sie habe auf führende Hamas-Mitglieder gezielt. US-Präsident Donald Trump hatte diese Woche eigentlich einen Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen vermeldet. Die Hamas habe zugestimmt, ihre Waffen niederzulegen, sagte Trump. Die Hamas hat daraufhin aber erklärt, sie werde die Waffen erst niederlegen, wenn Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen abziehe. Israel verlangt umgekehrt, dass die Hamas zuerst entwaffnet werden müsse. Nach einer Explosion im Zentrum von Moskau spricht der Moskauer Stadtpräsident von einem Terrorakt. Die Schuldigen würden gefunden und bestraft, schreibt Sergei Sobjanin in den sozialen Medien. Laut den Behörden sind mindestens 3 Menschen getötet worden, als ein selbstgebauter Sprengsatz in einem Restaurant explodierte. Dort soll ein russischer General seinen Geburtstag gefeiert haben. Sport jetzt. Die Heim-Europameisterschaft der Mountainbikerinnen in Monteceneri könnte kaum besser laufen. Die Schweiz feiert einen Doppelsieg. Sportredakteur Lionel Mattmüller. Stina Frey ist nach ihrem Sieg im Shorttrack nun auch über die olympische Distanz Europameisterin. Die 29-Jährige gewinnt das Cross-Country-Rennen vor Teamkollegin Alessandra Keller. Das Podest entspricht exakt jenem vom Shorttrack-Rennen am Donnerstag, denn Bronze geht an Jessi Rieswetz aus Schweden. Und auch die Schweizer Männer gewinnen eine Medaille. Fabio Püntener gewinnt Bronze, seine erste Medaille an einem Großanlass. Gold gewinnt Charlie Aldridge aus Großbritannien. Silber geht an den Italiener Juri Zanotti. Und wir bleiben gleich bei Schweizer EM-Medaillen. An der Ruder-Europameisterschaft in Varese gewinnt Claire Giringelli im Para-Einer die Bronzemedaille. Für das Wetter zum Wochenstart jetzt zurück zu Manuela Burgermeister. Am Abend und am Morgen ist es noch ziemlich sonnig. Es wird morgen 33 bis 36 Grad heiß. Über den Bergen gibt es stellenweise Schauer oder Gewitter. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Mit einem Besuch im Seeland, wo angesichts der Trockenheit nicht nur der Anbau, sondern auch die Lagerung von Gemüse Sorge bereitet. Mit einem Augenschein in Teheran, wo der ARD-Journalist Benjamin Weber kürzlich unterwegs war. Mit einem Blick auf den Internetmarkt in Afrika, wo sich angesichts der Satelliten von Starlink neue Fragen stellen. Und im Fokus der aktuellen Ausgabe von International der israelische Fernsehsender Kanal 14. Netanyahus rechtsextremes Propagandaorgan oder die Stimme der Unterdrückten. Zu hören im Radio und jederzeit auf srf.ch/audio. Trockenheit und Hitze beschäftigen die Landwirtschaft seit Wochen. Kühe leiden, Gras vertrocknet, Ernten verdorren. Bäuerinnen und Bauern stehen vor großen Herausforderungen, ganz aktuell, aber auch längerfristig, etwa im Gemüseanbau. Denn was jetzt zu heiß und zu trocken hat, könnte im Winter in den Regalen des Detailhandels fehlen. Matthias Baumer berichtet. Kohl ist ein Wintergemüse. Kohl lässt sich mehrere Monate lagern, Karotten oder Zwiebeln zum Beispiel ebenso. Doch Hitze und Trockenheit jetzt setzen dem Lagergemüse zu, welches unsere Teller erst in einigen Monaten füllen soll. Thomas Wisser ist Gemüsebauer im Seeland, in Galmitz. Er ist auch die Stimme der Gemüseproduzentenvereinigung der Kantone Bern und Freiburg und nimmt die Zwiebel als Beispiel. Die habe schon letzten Sommer Schwierigkeiten bereitet. In der Zwiebel drin, wenn man die aufgeschnitten hat, eine Schicht war eben faul. Da wissen wir nicht, haben wir das dieses Jahr auch wieder. Weil die Gemüsebauern die Zwiebeln bewässern und weil die Zwiebeln so hohe Temperaturen ertragen mussten. Aber auch der Kohl, der Kabis. Ich denke, wir werden relativ kleine Kaliber haben, größere Mengen, weil im Moment wächst einfach nichts, auch wenn wir bewässern. Mit diesen hohen Temperaturen stellt die Pflanze ein.
klein ginge noch, solange der Kohlkopf noch der Norm des Detailhandels entspricht. Aber es könnte sein, so Thomas Visser, dass sich durch Hitze und Dürre gestresstes Gemüse nicht so gut lagern lasse. Ein Kohl, der macht auch Blätter und wird dann fest, oder? Wenn wir dort in einer Phase ein Blatt haben, das krank war, dann ist das mittendrin. Und dann lasse sich solches Gemüse weniger gut lagern, werde vielleicht unverkäuflich. Es sei jetzt schwer abzuschätzen, wie genau das komme, aber ausschließen könne er es nicht. Thomas Visser aus Galmitz im Seeland ist ein Großgemüsebauer. 100 Angestellte setzen, ernten, rüsten zurzeit auf dem Betrieb Gemüse. Auf 250.000 Quadratmeter wachsen unter anderem Salat, Buntzwiebeln, Gurken, Fenchel oder Schwarzwurzel. Die Qualität von Lagergemüse könnte also leiden, die Menge auch, und um die Ernte einigermaßen zu retten, erzählt er, hätten Betriebe versucht, auf zusätzliche Anbauflächen auszuweichen. Bei Karotten zum Beispiel. Wo haben wir noch Land frei im Bewässerungsgebiet? Da konnte man noch etwas umplanen, aber gerade Kohl und solche Sachen, die gepflanzt sind Ende Mai, Anfang Juni für das Lager, da hatten wir dann keine Möglichkeit mehr, das zu wechseln. Mit wir meint Thomas Visser die Gemüsebauern. Dieser Sommer wird also wohl noch im Winter zu spüren sein. Was aber nicht bedeutet, dass die Kundschaft vor leeren Regalen stehen werde, ist sich Visser sicher. Liefere der Schweizer Produzent nicht, würde der Handel auf Import ausweichen. Das mache er jetzt schon. Also ich habe gehört, vom Hören sagen lernt man zwar Lügen, aber ich habe gehört, dass im Moment Eisberg von Schweden importiert wird. Da sei der Handel flexibel und mit Importergänzungen kann man die Regale vollhalten. Auf die Nachfrage von Radio SRF bei 3 der größten Detailhändler, Migros, Coop und Lidl, ob man sich schon jetzt Gedanken zum Lagergemüse für den Winter mache, antworten diese sehr allgemein. Man tausche sich mit Produzenten und Lieferanten stetig aus. Und grundsätzlich sei das Angebot in gewohntem Umfang verfügbar, schreiben sie. Das oberste Ziel sei ein volles Sortiment. Ob die Ware wegen Wassermangel und hohen Temperaturen dann nicht aus Galmitz, sondern vielleicht aus Schweden kommt, das ist eine andere Sache. Im Iran-Krieg haben die USA in den letzten Stunden auf neue Angriffe verzichtet. US-Präsident Trump erklärte in den sozialen Medien, der Iran und andere Staaten im Nahen Osten hätten darum gebeten. Teheran hat diese Darstellung heute dementiert. Auch wenn aktuell also keine Raketen fliegen, die Situation für die Bevölkerung im Iran bleibt angespannt. Die Berichterstattung aus dem Iran selber ist schwierig, der Zugang für westliche Journalistinnen und Journalisten eingeschränkt. Einer, der vor kurzem aber vor Ort war, ist ARD-Korrespondent Benjamin Weber. Er war in der iranischen Hauptstadt Teheran unterwegs. Ich wollte von ihm wissen, was er dort angetroffen hat. Also ich würde sagen, ich habe erstmal eine Atmosphäre der Anspannung angetroffen. Das hatte damit zu tun, dass nachts in dieser Phase die USA immer noch jede Nacht den Süden bombardiert haben. Und in Teheran war immer nicht ganz klar, ob in der nächsten Nacht nicht vielleicht auch die Hauptstadt angegriffen wird. Das hat zu einer großen Anspannung geführt. Und wir haben auch in der Zeit, in der ich da war, tatsächlich Luftabwehr in Teheran gehabt. War nicht ganz klar, aber da haben wirklich dann Luftabwehrraketen geschossen in den Himmel. Das war also auf jeden Fall eine große Anspannung, die da zu spüren war. Und gleichzeitig natürlich auch Alltag bei den Menschen. Also der Alltag lief ganz normal weiter. Also eine etwas merkwürdige Mischung. Wie präsent ist denn die iranische Führung im Alltag in Teheran? Ja, sie ist unterschiedlich präsent, würde ich sagen. Also auf den Plakatwänden ist sie natürlich sehr präsent. Es gibt sehr, sehr viele Plakate von Ayatollah Khomeini, der 1989 gestorben ist, und dann Ayatollah Khamenei, der jetzt im Krieg gestorben ist, und seinem Nachfolger Mojtaba Khamenei. Also diese drei sieht man wirklich an jeder Straßenecke. Und damit ist natürlich auch die Frage sehr präsent, wer hat eigentlich gerade die Führung in der Islamischen Republik? Denn Mojtaba Khamenei überhaupt lebt. Und wenn er lebt, ob er die Geschäfte oder die Entscheidungen wirklich trifft, die Geschäfte wirklich leitet, das ist ja völlig offen zurzeit. Da ranken sich ja sehr viele Gerüchte um seinen Gesundheitszustand. Das fand ich eigentlich sehr spannend, dass das auch so sehr präsent ist durch diese ganzen Propagandaplakate. Aber so Regierungsregimekräfte an sich sieht man jetzt nicht so oft. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Milizen, die in Teheran unterwegs sind, normale Kleidung tragen. Aber so Checkpoints, wie es im Krieg noch gewesen ist, habe ich keine gesehen. Was aber sehr spannend ist, jeden Abend auf den großen und kleinen Plätzen sammeln sich Anhänger der Islamischen
Islamischen Republik zu Demonstrationen, zu Kundgebungen. Also die dürfen das im Gegensatz zu den Oppositionellen. Und die schwenken da große iranische Fahnen und schwören Vergeltung für den Tod von Ayatollah Ali Khamenei und wollen auch ihre Unterstützung für die Islamische Republik im Krieg da quasi deutlich machen. Diese angespannte Situation, die Sie erlebt haben im Iran, wie hat das Ihre Berichterstattung beeinflusst? Konnten Sie sich einigermaßen frei bewegen? Ja, wir konnten uns einigermaßen frei bewegen. Wir haben ein ARD-Team in Teheran, ein Kamerateam, Radiokollegen und ich hatte einen Presseausweis für die Zeit meines Aufenthalts und wir konnten uns frei bewegen, sind aber regelmäßig kontrolliert worden, eben von solchen Milizen. Da kommt dann jemand auf einem Motorrad angefahren, hat ganz normale Klamotten an und hat dann ein Walkie-Talkie in der Hand, ein Funkgerät und kontrolliert dann unsere Presseausweise, unsere Drehgenehmigungen und so weiter. Und das hat eigentlich auch jedes Mal ganz okay funktioniert. Es ist jetzt nicht wirklich brenzlig geworden. Ich erinnere mich an eine Situation in einem Laden im Bazar, da hatten wir auch gedreht, da war sowas Ähnliches. Da hat dann der Milizionär die Tür von innen zugehalten und es war etwas längere Diskussion, aber auch das hat sich dann aufgelöst. Aber man weiß immer nicht genau, ob die Genehmigungen dann solchen Leuten ausreichen. Man ist dann da im Prinzip auf das Individuum angewiesen. Es kann immer auch anders ausgehen. Also das ist schon so eine Art Druck, den ich da jetzt schon gespürt habe, auch wenn es jetzt für uns immer gut ausgegangen ist. Wenn Sie sagen, dass diese Kontrolle doch deutlich wahrnehmbar war, inwiefern war es Ihnen möglich, mit der Bevölkerung direkt in Kontakt zu treten? Also es war schon möglich, auf der Straße Leute anzusprechen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Interviews zu führen. Allerdings nicht alle hatten dazu Lust. Einerseits, weil sie vielleicht Sorge hatten, offen zu sprechen auf der Straße. Andererseits, weil man schon auch das Gefühl hat, so als gerade deutsches Medium wird man auch von Oppositionellen mittlerweile oft abgelehnt. Die haben die Aussagen von unserem Bundeskanzler nicht vergessen, der vergangenes Jahr gesagt hat, Israel mache die Drecksarbeit mit den Angriffen auf Iran. Das hat viele Menschen sehr gekränkt und das ist auch für uns tatsächlich spürbar gewesen. Und ansonsten kann man schon mit den Menschen ins Gespräch kommen, aber nicht alle wollen mit uns reden. Und die mit Ihnen gesprochen haben, was haben die Ihnen gesagt? Also die haben gesagt im Prinzip, dass da eine sehr große Hoffnungslosigkeit ist. Viele Menschen hatten Angst, dass dieser Krieg zurückkehrt. Viele Menschen haben gesagt, die wirtschaftliche Lage hat sich nochmal dramatisch verschärft. Durch diese 40 Tage Krieg sind sehr viele Leute arbeitslos geworden. Sehr viel ist ja auch zerstört worden. Das fehlende Geld, dass alles immer teurer wird, das war eigentlich wirklich in jedem Gespräch Thema. Und eben auch so diese Tatsache, dass man eigentlich nicht mal 2 Wochen lang in die Zukunft planen kann. Das belastet die Menschen wirklich sehr. Eine Studierende hat gesagt, wir sind noch tiefer in den Sumpf geraten, in dem wir ohnehin schon steckten. Dann hat sie noch einen Satz gesagt, der ist wirklich lange bei mir kleben geblieben. An den muss ich immer noch denken. Sie hat nämlich gesagt, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr darauf, dass noch ein normales Leben im Iran auf mich wartet. Also diese Verzweiflung über diese fehlende Perspektive in der Zukunft war wirklich in jedem Gespräch Thema. Was ich spannend fand, war die Lage im Januar. Diese Niederschlagung dieser Proteste mit den tausenden Toten. Das war eigentlich relativ selten ein Gesprächsthema. Und wenn man selber mal so ein bisschen nachgebohrt hat in längeren Gesprächen, dann hatte ich so das Gefühl, das ist ein sehr großes Trauma, das mit einer gewissen Verdrängung irgendwie in den Hintergrund getreten ist jetzt durch den Krieg. Und wenn man so ein bisschen länger redet und dann darüber spricht oder dann darauf kommt, darüber zu sprechen, dann merkt man schon auch, wie tief das auch sitzt. Die Menschen haben auch wirklich einen großen Rucksack, den sie gerade mit sich rumschleppen müssen. Das sagt ARD-Korrespondent Benjamin Weber. Er war vor kurzem in Teheran. Afrikas Internetmarkt verändert sich derzeit rasant. Vor 3 Jahren hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX den Satelliten-Internetdienst Starlink auf dem Kontinent gestartet. Heute ist er bereits in 27 afrikanischen Ländern verfügbar. Starlink bringt schnelles Netz bis in abgelegene Regionen und setzt etablierte Telekom-Unternehmen und Regierungen zunehmend unter Druck. Afrika-Korrespondentin Sarah Fluck. Mitten im Kalahari-Nationalpark an der Grenze zwischen Botswana und Südafrika. Sandpisten führen durch die trockene Savanne. Die nächste Siedlung ist weit entfernt. Ein Reise-TikToker zeigt, selbst zwischen Dünen funktioniert heute schnelles Internet. Starlink is pumping. Immer mehr Safari-Lodges und Camps setzen auf Starlink. Der Dienst bringt dort erstmals stabile Internetverbindungen. Doch die Technologie verändert nicht nur den Tourismus. Rund 2000 Kilometer weiter östlich im Norden Kenias. Videos der Bildungsinitiative Our Future Prize zeigen Schulen, die bis vor kurzem keinen Internetzugang hatten und nun erstmals online sind. This is Machabaza Primary School. I learn in Kipusi Junior School. Für Starlink ist Afrika ein idealer Markt. Außerhalb der großen Städte fehlt vielerorts schnelles Internet komplett. Der Ausbau bestehender Netze kommt nur langsam voran. Starlink braucht weder Mobilfunkmasten noch Glasfaserkabel. Die Antennen verbinden sich direkt mit Satelliten im All.
Seit dem Start vor 3 Jahren ist der Dienst des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX deshalb bereits in 27 afrikanischen Ländern verfügbar, mit besonders vielen Kundinnen und Kunden in Nigeria und Simbabwe. Die Nachfrage ist groß. Selbst in Metropolen wie Lagos oder Nairobi geraten bestehende Mobilfunknetze zunehmend an ihre Grenzen. Gleichzeitig wächst der Datenverbrauch rasant, etwa durch Streaming, Videotelefonie und Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Aber auch gerade in Regionen ohne zuverlässige Mobilfunk- oder Glasfasernetze wird Starlink damit erstmals zu einer echten Alternative. Doch je erfolgreicher der Dienst wird, desto größer wird die Frage, wie Afrika seine digitale Infrastruktur künftig organisieren will. Das Afrika-CEO-Forum ist ein Netzwerk afrikanischer Wirtschaftsführer. Es hat die Folgen der rasanten Starlink-Ausbreitung in einem Bericht untersuchen lassen. Mitautor Babacar Seck sagt, für die Studie seien mehr als 30 Telekom-Unternehmen, Regulierungsbehörden und Branchenvertreter befragt worden. Starlink selbst wollte sich nicht daran beteiligen. They have seriously challenged telecom operators, pushing them to reduce price, improve quality. Seit Starlink auf dem Markt sei, hätten viele Anbieter ihre Preise gesenkt und gleichzeitig ihre Netze verbessert. Zugleich warnt der Bericht vor ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Afrikanische Telekom-Unternehmen müssen Mobilfunkmasten bauen, Glasfasernetze verlegen, nationale Auflagen erfüllen. Starlink aber verarbeitet einen großen Teil des Datenverkehrs außerhalb des Kontinents. There are no local gateways, so the data is not processed on the continent, so it creates a risk, not only security of the data, but also it creates a dependency. Für die Autoren geht es deshalb längst nicht mehr nur um schnelles Internet. Es geht um die Frage, wer künftig Afrikas digitale Infrastruktur kontrolliert und wo die Daten verarbeitet werden. Die Kritik kommt nicht nur aus der Telekom-Branche. Ähnlich beurteilt die Entwicklung auch Lilian Nalwoga. Die ugandische Digitalpolitik-Expertin berät Regierungen und Organisationen in Ostafrika bei Fragen der Internetregulierung. Sie sagt, viele Staaten hätten die neue Technologie zugelassen, ohne vorher die nötigen Regeln zu schaffen, weil sie den Ausbau des Internets beschleunigen wollten. I think the biggest mistake could be to allow the use of technology like Starlink and other related technologies without putting in place proper regulatory frameworks. Gleichzeitig weist Nalwoga auf ein weiteres Problem hin. Starlink bleibt für viele Menschen in Afrika schlicht zu teuer. Starlink has been mainly embraced by the elite. It is still very, very expensive. Die Starlink-Antenne kostet in vielen Ländern mehrere $100. Dazu kommen monatliche Gebühren. Profitieren können deshalb vor allem Unternehmen, Lodges oder Schulen mit Unterstützung von Hilfsorganisationen. Für viele Familien auf dem Land bleibt schnelles Internet trotz Starlink vorerst außer Reichweite. Starlink bringt Millionen Menschen schneller ins Netz. Gleichzeitig zwingt der Dienst Regierungen dazu, neu zu entscheiden, wer Afrikas digitale Infrastruktur kontrolliert und nach welchen Regeln. Der Bericht von Afrika-Korrespondentin Sarah Fluck. Zum Schluss die aktuellen Resultate aus der Fußball-Super League der Männer von heute Nachmittag. Vaduz verliert gegen St. Gallen mit 2:3. Sion schlägt Luzern 3:0 und GC verliert gegen Lugano mit 1:4. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18:28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Matthias Kündig, für die Nachrichten Lukas Siegfried, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.